Currywurst? Wie von deinem Lieblingsimbiss. Selber gemacht. Currywurst ist heute das Thema. Brauchen wir einen super Curry. Wir haben hier den Curry, der Stedi in ganz vielen Gewürzmischungen drin hat. Das ist wirklich gut. Das ist sicher die Zutat. Und was braucht es denn so? Ich würde sagen, theoretisch bräuchte man nicht mal die Paprika. Aber ich habe die Paprika so gern und da gibt noch ein bisschen mit Pep dazu. Seht ihr? Nehmen wir auch noch. Der Orangensaft gibt eine Frische auch in diese, in diese Currywurstsoße. Wir machen ohne irgendwelche Zusätze, die man nicht kennt, oder? Selber? Ja, ist wirklich selber. Wir brauchen diese Säure. Also nehmen wir den Orangensaft. Frisch gepresste Gängs natürlich auch, noch besser. Peperoni, Olivenöl oder ein anderes Öl. Ein bisschen gehackte Tomate oder purierte Tomate wäre auch gut. Tomatenpüree noch, konzentrierte und die Wurst, die du vorher mir gesagt hast in Zürich gekauft, aber sind so Bratwurst. Da braucht man. Ja. Und Herdöpfelgewürz. Natürlich, da denke ich, muss ich gar nicht sagen. Das ist logisch, oder? Das ist das Salz vom Leben, jawohl. Genau. Wow, den schreibe ich mir auf. Oh, Schatzfinger. Gut. Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich lege los. Und du kommst wieder, wie so gewöhnt. Kommst du mich holen wie immer oder rufst du einfach? Vielleicht riechst du auch schon, wenn die Soße fertig ist. Also. Und dann kommst du. Sonst kann ich dich holen. Schön zuschauen, liken, sonst fängt sie gar nicht an. So haben wir das abgemacht. Wir sehen da 1:1, also besser jetzt gerade aufs Däumchen aufdrücken. Und ich bin mega gespannt. Bis nachher. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Also, lasse ich die Pfanne nur kurz warm werden. Es muss nicht allzu heiß sein. Und dann kommt die Wurst da. Wenn man das die heiß selber macht, hat der Vorteil, man kann die Wurst nehmen, die man am liebsten hat. Oder? Ich könnte auch so kleine Würstchen nehmen. Es muss nicht immer offiziell ganz genau die gleiche sein. Ah, guck mal, jetzt geht das los. Ja? Von der Peperoni wie immer, ich nehme diese weißen Teile hier weg. Dann nehme ich auch einen großen Teil von diesen Bitterstoffen auch weg. Und Peperoni schneide ich wirklich zuerst in so dünne Streifchen, die nachher auch so kleine Würfel gibt. Bei dieser Soße habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Wie du jetzt siehst, ich mache hier mit Stückchen Peperoni. Die sind nachher in der Soße zum Sehen. Ich kann aber auch am Schluss, wenn ich lieber so eine sämige, so purierte Soße habe, könnte ich das auch noch purieren. Ich werde das heute nicht machen. Ich lasse wirklich eine Soße mit so Stückchen, rustikalen. Man sieht es auch, dass es wirklich selber gemacht ist, die heim gemacht ist. Wenn ich aber will, kann ich auch purieren. Das bleibt die Option offen. Schauen wir da, ob schon. Ah, guck, jetzt sieht es schon schön aus. Lassen wir so, dass an der anderen Seite auch gleich so schön aussieht. Wahrscheinlich werden wir hier die ganze Soße heute essen. Aber die kann man übrigens noch eine Woche im Kühlschrank aufbewahren. Einfach in ein Glas verschlossen. Da kann man auch die ganze Woche nicht nur mit Wurst, aber auch mit verschiedenen anderen Sachen essen. Das ist auch nett als Dip so für Chips zum Beispiel. Oder mit so getoastetes Brot, was man halt gern hat, kann man so nehmen. Guck, ich würde sagen, ich nehme die Wurst jetzt hier weg, reduziere die Hitze, nehme ich meine Wurst hier aus der Pfanne, lasse ich das auf der Seite. Ich habe immer noch Öl in die Pfanne und da kommt als erste gefriergetrocknete Zwiebel. Nicht vergessen, die Pfanne ist noch heiß, also da muss man aufpassen hier. Es passiert schnell, dass sie eben so Farbe bekommen, siehst? Das gleiche mache ich mit der Peperoni, die kleinen Würfel, der letzte auch. Mache jetzt auch noch mein Tomatenpüree. Und das, nein, noch nicht. Ich aktiviere jetzt den Curry oder die Currymischung. Indem ich das hier kurz auch anbraten. Ich muss sagen, diese Curry die ist wirklich schon sehr intensiv. Wenn ich aber das hier noch mache, mit Hitze im Öl, dann wird es noch intensiver. Dann ist wirklich so ein frischer Kick dann von der Kurkuma. Also ich rieche da, leider riechst du das nicht. Kannst du die heim machen, dann wirst du das auch riechen.
Aber dann wird es wirklich noch besser. Das ist, was viele Leute vergessen, die nimmt Curry erst am Schluss. Wir machen auch noch ein bisschen so als Deko mehr, aber hier aktivieren wir diese Aromen. Und ich mache noch ein bisschen Paprika dazu. Ja. Wenn man gern scharf hat, könnte man hier natürlich auch noch Peperoncini, gefriergetrocknet vom Stedi. Habe ich heute hier nichts bei mir, wäre auch eine Alternative. Jetzt lösche ich das mit Orangensaft ab. Kennst du von uns, dass wir ab und zu oder oft mit Wein Sachen ablöschen? Ich mache das heute anders. Nicht zu viel. Die Mengeangabe findest du übrigens wie immer da unten. Und wie immer mache ich oft ein bisschen anders. So, jetzt kommt dann meine Tomate, so gehackte Tomate. Wenn ich so eine grobere Soße mache, eine rustikale oder purierte. Je nachdem, was ich nachher will. Und nicht vergessen, Herdöpfelgewürz. Sonst wäre ja keine Stedi Currywurst. Ich drücke die Tomaten da ein bisschen, weil sie sind gehackt, aber sie sind wirklich zu große Stückchen. Drücke ich ein bisschen zusammen da. Ich sage, es klingt komisch mit dem Orangensaft, aber probier mal die Hai. Es lohnt sich. Ich kenne Leute, die sogar hier noch ein bisschen Zimt rein tun. Es ist für mich irgendwie so winterlich. Ist auch ein Versuch wert. Ich mache doch noch ein bisschen Curry. Der ist so intensiv, ich wollte vorsichtig sein. Und ein bisschen Herdöpfelgewürz noch. Also ich würde sagen, es geht schnell. Es ist keine Ausrede, dass man sagt, es geht zu lange, deswegen kaufe ich eine fertige Soße, muss nicht sein. Weil da kann man wirklich sehr schnell selber die Hai machen, weil es nämlich schon fertig ist. Ich habe mir hören lassen, dass eine richtige Currywurst geschnitten wird, und zwar beide zusammen. Ich bin richtig überfordert mit der. Aber wir schneiden die Currywurst, also ist jetzt erste Bratwurst, oder? Es wird eine Currywurst, wenn man da in die Soße macht. So, jetzt haben wir die Rädchen. Okay? Und die kommen jetzt wieder in die Soße. Jetzt in die gleiche Pfanne. Bereiten wir. Krass. Hey, wow. Also der Curry schmeckt mir bis... bereiten wir da? Warte. Bis tief... Wow, jetzt... Und sie hat sie sogar richtig geschnitten. Weil, hey, wow, Patricia, also... Du hast mir ja gesagt, wie ich machen muss. Ich muss hier mal beide Hände auf die Schulter haben. Fantastisch, genau so. Oh. So muss es sein. Es ist ja so, eine Currywurst ist, excuse Patricia, Ist du gut. mit deinem Teller bist immer schön und so. Ich hebe da für dich. Ja, nein, Okay. musst nicht heben, musst einfach so, da musst du Alles? drauf tun. Ja, logisch, da gibt ja eine Portion Currywurst. Gell, Berliner? Genau so läuft das. Ich So. habe gemeint, ich hätte eine Portion so auf dem Nein, Teller. da ist eine Portion Currywurst. So, da tue ich auf die Seite. Tipptopp, da jetzt da hin. Jetzt da. Ja, Currywurst. Wie bei deinem Lieblingsimbiss. Genau, so sieht das aus, oder? Und jetzt, baba, baba. Genau. Ein guter. Danke. Ich weiß schon, dass der fein ist, weil es schmeckt ohne Ende. Komm, gib zu, er hat vorher einen Wurst schon gegessen. Ja, ich will jetzt noch ein bisschen drüber tun. Einfach so. Weißt du, gehört am Schluss noch viel Curry drauf? Ja, ich weiss, ich habe drüber ausgesaut. So machen wir das. gemerkt, ja. Und dann. Wow! Fein. Fantastisch. Currig. Wurstig. Würstig und aber auch die Soße. Hey, die Soße ist mega. Schau, Ich muss nur zeigen hier, was die anderen Imps vielleicht nicht haben. Aber vielleicht der Beste hat es, aber er zeigt einfach nicht. Sonst wäre er nicht der Beste. Das ist ja so. Also, wenn ihr so ein Rezept möchtet nachkochen. Und schnell geht's. Keine Ausrede zum Fertigsoße kaufen. Wieder einmal mehr. Patricia, du bist unschlagbar. Ganz Gut, lieber wenn er Hunger Gruß. Nein, gar nicht. Wie heisst Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen. Genau. Ganz lieber Gruß an alle Menschen, die immer wieder im Fabrikladen kommen und sagen, hey, ihr seid richtig gut. Ich habe im Fall ganz viel von denen, je länger je mehr. Wenn ihr möchtet, hier auch mal probieren, müsst ihr unten liken, das habt ihr schon gemacht, weil sonst hätte ihr gar nicht gekocht, dann hätte ich nichts da. Abonnieren und teilen. Hilft uns, freut uns. Danke vielmals, mega. Mega. Ich nehme jetzt noch Was sage eins. ich nächstes Mal auch Du noch? kannst sagen Tschüss und so, aber ich muss... Dann vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Bis nächstes Mal. Wenn du abonnierst, verpasst du keine Kochshow. Bis nächstes Mal. Ja, hast du gleich Love, Peace und Love, Herdöpfelgewürz. Herdöpfelgewürz oder Currywurst. Ciao Bis nächstes miteinander. Mal.